klar, man erfindet Musik nicht neu, weil Musik ist Musik, aber du bringst in alles, was du machst, deinen individuellen Sound, deine individuelle Note, ich sag mal jetzt auf Bayerisch, dein individuelles Geschmacki mit rein. Ich hocke in Niederbayern in der schönen Hallertau. Noch ist kein Hopfen zu sehen. Ich sitze in Mainburg bei Ria Reiser und ich habe eine Art Déjà-vu, denn ich habe vor ein paar Jahren schon mal hier in der Gegend gesessen bei einer gewissen Maria Reiser und die sah genauso aus. Hallo Ria. Servus, lieber Holger. Darf man dich jetzt überhaupt noch Maria nennen? Natürlich. Also weil du heißt privat so, heißt sie ja Maria, aber der Künstlername ist tatsächlich jetzt Ria. Genau, wir haben dich kennengelernt, schön der Text im Web auch. Sie begann ihre Karriere als Jodel-Queen. Mhm. Für die es nicht gehört haben, was ist eine Jodel-Queen? Eine Jodel-Queen, also ich habe während einer Afrika-Tour 2008 sozusagen Back to the Roots gefunden und zwar während eines Trips in so einem alten Transportbus mit überfüllten 20 Personen drin. Ja. Und 40 Grad und einer zerkratzten CD. Schafe und Hühner. Und ja, so schlimm war es jetzt nicht. Aber lustige Einwohner, die halt zu afrikanischer Musik hier im Bus gewippt haben und geschwitzt. Und da habe ich mal genauer hingehört und mir gedacht, ja, die jodeln ja. Also die haben tatsächlich eine Kehlkopfschlagtechnik in ihren Songs. Und dann dachte ich, hey, krass, jetzt bist du in Afrika, in Namibia, von Windhoek nach Swakop fährst und hörst eine südafrikanische Jodel-CD. Und dann hat mir das so inspiriert und wirklich, ja, pack jetzt die Gitarre aus und jetzt spiel doch mal was Bayerisches für die mit, Reggae? Ja. Bayerischen Jodel-Reggae habe ich das dann genannt. Bayerischen Jodel-Reggae. Jodel-Reggae und das kam dann so gut an, die haben also wirklich ein Chorwort verstanden, ist ja klar. Bayerisch, Hab ich jetzt schon Schwierigkeiten. Genau. Und dann dachte ich, wenn das in Afrika schon so gut ankommt, also einfach die Mucke und das Authentische, das Mitreißende mit eben bayerischen Jodel, dann machst du es halt auch daheim in Bayern. Wo hattest du denn den Reggae und den Jodel her, den du in Bayern gespielt hast? Ist das einfach so eingefallen oder hat es schon Repertoire? Also ich habe ja schon immer von Kindesbeinen an in Gospelchören, in diversen Bands, Reggae-Bands, Funk-Bands, Pop-Bands mitgespielt und schon immer sämtliche Musikrichtungen aufgesaugt. Meine Mutter hat Musical und Country und Schlager gehört und also ich bin da sehr breit gefächert, musikalisch. Und also ich habe schon immer Musik in jede Richtung damals geschrieben, genau. Und Reggae hat halt zu Afrika gepasst. Und Popmusik ist das schnell Popularmusik halt. Ja, fällt eigentlich alles drunter. Folgt so. Ja auch einem Schema, das man dann immer wieder nur variiert, ne? Ja. Letztlich, also so chromatische Verschiebungen nach dem Refrain und so. Ja, oder also Pop ist ja im Prinzip, Popularmusik ist ja das, was man heute in Anführungszeichen aus dem Radio kennt. Man sagt, da läuft ein Sido und da läuft eine Adele und ja. Also keine Underground-Musik in dem Sinn, sondern halt, es wurde im Radio dann gespielt, ich habe das auch Festivals da angeboten und so weiter, aber inspiriert durch einen Afrika-Trip. Der Kehlkopfschlag, was genau ist das? Also wenn ich jetzt Hollerö du Lieu mache, das ist ja dann wahrscheinlich noch nicht Jodeln, ne? Also du hast einmal die Jodelsprache natürlich. Das ist dann Hollerie du Lieu. Genau, wieder unser lieber Loriot. Da schreibst du heute den Text auf. Ja. Hollerei, hollero, hollerei, hollerei, hollero. Oder jollerei, jollero. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Genau, und dann hast du die Jodelmelodie. Mhm. Und in diese Melodie kannst du je nach Vokal deinen Kehlkopfschlag mit einbauen. Spätestens jetzt fällt auch dem Letzten auf, dass wir draußen sitzen. Es rauscht der Wind und es fliegt ein Flugzeug. Blätter, genau. Ja. Und Flugzeug. Entschuldigung, ich wollte nur, dass niemand sich wundert. Genau, und am besten kannst du diesen Kehlkopfschlag üben, wenn du dich, stell dir mal vor, du lässt dich ganz entspannt in einen Stuhl und machst also eigentlich das, was ich seit ich 40 bin immer mache, wenn ich mich hinsetze. Genau, wie der Anlass. Okay. Genau. Und da schlägt schon der Kehlkopf. Okay. Wenn man in den Hals reinfühlt, dann merkt man es.
Ja. Genau. Genau. Jetzt muss man es nur noch so hinkriegen, dass es nicht klingt, als wäre irgendwas kaputt, wie bei mir. Ne? Aber so fängt man an, das zu üben. Ne? Also wie der Anlassjodler von unserem lieben Fredel Fesel. Genau. Ja. So fängt man an. Und dann macht man es irgendwann differenzierter, weil du hast ja auch Töne meistens. Das ist ja die Oktave. Das ist ja auch, wenn ich mir so... Das ist ja nicht leise, das zu üben, oder? Wo hast du das geübt? Hast du da irgendwie in einer Wohnung gewohnt? Hast du ein freistehendes Haus, dass die Nachbarn nicht ganz... Ja, ich habe es tatsächlich in der Wohnung geübt und es auch tatsächlich in Berlin dann. Und es ja, hat gut, aber, in Berlin gedacht, ist es egal. Genau. Da meinte jeder, ich repariere mein Auto in der Bude. Wenigstens verprügelt er sie nicht. Nee, da hat es tatsächlich niemand gestört. Auf jeden Fall fängst du halt dann an, das Jollare, Jollaro, und dann hast du schon das Io. Ist ja schon prädestiniert für einen Kehlkopfschlag. Jollare, Jollaro, Hollare, Jollare, Jollaro, Io, 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 Io. Was ich das Faszinierende daran finde, ist, es ist eigentlich schon deine eigene Musik, die du mitbringst. Du brauchst eigentlich keine Band mehr, oder? Nee. Du kannst, genau, also du kannst, das habe ich einmal besucht zu Workshops à la Bobby McFerrin, Circle Song Workshops, ich habe in der Schweiz explizit Circle Song, Stegreifchor und Jodel Workshops besucht. Tatsächlich auch Obertongesang. Also ich habe mich jahrelang mit eben Naturtönen, mit wie es die Back to the Roots. Sowas wie dieses Hunhurtu aus... Genau, da gibt's den einmal mit dem Throat Singing, mit dem Kehlkopf gemacht wird, das machen, genau, und dann gibt's den, der einfach nur mit der Rachenfrequenz arbeitet. Und da kannst du zum Beispiel, wenn du vom O zum Ü und vom Ü zum O ganz langsam gehst, Den Ton meine ich, genau. Ja. Genau, und dann kannst du zweistimmig singen. Ja. Dann hast du praktisch den Oberton. Kannst du das? Zweistimmig? Also ich kann ein bisschen Oberton, ja. Das baue ich aber in meine Chöre in den Songs ein. Das ist sehr subtil. Ja, okay. Und dann hast du aufgehört zu jodeln, weil der nächste Satz nach begann ihre Karriere als Jodelqueen lautet, dann erfand sie sich neu. Genau. Ja, warum das denn? Es hat doch funktioniert. Also jeder Künstler entwickelt sich stetig weiter und wenn du eine Sache schon für dich perfektioniert hast, dann und deine Lebenserfahrungen und viel zu erzählen hast und dann so Genrewechsel, das ist ja wie ein Künstler, der Bilder malt, der denkt ja auch nicht drüber nach, jetzt brauche ich eine größere Leinwand, das ist intuitiv, der denkt dann jetzt, keine Ahnung, jetzt machen wir mal ein bisschen größere Bilder, ich möchte jetzt lieber mal mit Gelb malen als mit Grün, heute ist mein Gefühl mehr für dicke Pinsel als für dünne und so ist auch in der Musik, also das war einfach, ich habe mich da leiten lassen, ich habe immer mehr früher auch schon mal Rapmusik gehört, dann haben mir auch die Themen sehr berührt und man dachte, ja, hier kannst du dich ausdrücken, hier kannst du wirklich auf den Putz mehr hauen, da die Sau rauslassen, einfach mal schimpfen oder emotional auch. Meine Rapmusik ist sehr breit gefächert. Du hast ein Entertainment-Rap, Conscious-Rap, du hast... Was wir noch nicht gesagt haben, ist, du rappst jetzt. Ich rapp jetzt. Genau. Also der Genrewechsel kam dann eben durch meine private, familiäre Veränderung. Da bin ich durch krasse Zeiten gegangen und hat dann so viel aufgestaut, dass ich irgendwie verarbeiten musste und erzählen wollte und einfach auch für mich eine Entwicklung oder, wie sagt man, so das Fazit von den Erfahrungen einfach mal auf Blatt Papier bringen wollte und in Texte. Jodelst du jetzt gar nicht mehr? Also ich jodle noch, ich baue das heute jetzt in meine Beats mit ein. Also ich mache praktisch à la Timbaland, ne? Wer Timbaland kennt, der Produzent von Missy Elliott, da habe ich tatsächlich einen Online-Workshop bei ihm besucht, wie man Vocal-Layouts machen kann. Und es kommt ja von meinem Stegreifchor-Erfahrungen, wo du mit einer Riesengruppe, 30 Frau-Mann-Leuten, Beats machen kannst. Beats machen. Das ist sowas, ich höre das immer wieder, ich höre das schon seit vielen Jahren, der hat die Beats für den und den gemacht. Was bedeutet das eigentlich? Also Beat ist nichts anderes als die musikalische Grundfläche. Ja. Ne? Bum, bum, bum. Genau, du kannst es sehr monoton machen, wie Afrika-mäßig. Der Hip-Hop lebt ja von der Art Monotonie, wo du halt erzählst. Popmusik hat da natürlich wieder mehr Akkorde drin, Jazz noch mehr. Okay, das heißt, der Beat ist der Akkord des Raps. Der Beat ist das Instrumental, die Grundharmonie des Songs. Ja. Genau, du brauchst ja ein Akkord, du brauchst ja einen Ton, du brauchst ja einen Rhythmus, ein Rhythmus, eine Grundharmonie
Harmonie, auf die du ja dann deine Stimme legen kannst. Ist das vergleichbar mit dem Rhythm im Dancehall und im Reggae? Ja. Okay. Aber im Reggae hast du auch wieder mehr Akkorde. Im Reggae hast du wieder mehr Akkorde, aber Dancehall, ich kenne das, also was ich vom Dancehall kenne, ist, dass du halt einen Rhythm hast, also irgendeinen Song, den irgendwer irgendwo mal gespielt hat, daraus nimmst du einen Ausschnitt und den loopst. Genau. Und so ist es auch mit Beats, die man selber bauen kann. Jetzt ist es so, ich bin kein Beatbauer. Also ich musste erfinderisch werden. Ich kann keine Beats bauen. Noch nicht. Ist nicht jeder Beat schon längst gebaut worden? Das wäre so die nächste Frage, die ich mir stelle. So viele Töne gibt's ja nicht. Ja, also nee. Ja, offensichtlich nicht. Das ist klar, man erfindet Musik nicht neu, weil Musik ist Musik, aber du bringst in alles, was du machst, deinen individuellen Sound, deine individuelle Note, ich sag mal jetzt auf Badisch, dein individuelles Geschmacke mit rein. Also man hört, wenn man meine Musik hört, das ist Ria, weil ich eben mit meinen Stimmlagen, mit meinen vielen Chören arbeite, mit meinen Harmonien, mit meinen, wie sagt man, Hooklines. Ich habe immer meine Refrains, die immer, die haben halt so mein Melodiekonstrukt. Und die Beatsbauer hört man ja auch. Also wenn ein Timbaland einen Beat baut für Missy Elliott, dann höre ich sofort, das hat Timbaland gemacht für sie. Also man hört. Kannst du erklären, woran du das hörst? Ich höre es an bestimmten Elementen. Was weiß ich, Timbaland macht sehr viel Vokal, der macht ein bisschen Hups und Brrs, diese Adlibs okay, mit rein. Er hat auch bestimmte Sounds, die er immer wieder verwendet. Sei es die, wie sagt man, die Bassdrums oder die Kicks, was er immer, Hi-Hats, die er eben mit reinbastelt. Dann arbeitet er immer mit gepitchten Stimmen, also wow, 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 wow. Und dann wird das halt gepitcht, verändert, durch die Effektdose gedrückt. Und man meint, es ist ein Instrument, aber es ist eine Stimme. Aber ist das dann nicht auch eigentlich leicht kopierbar? Du kannst alles kopieren. Ja, traut sich nur niemand, weil es Timbaland ist und sonst kommen die Boys vorbei und mischen dich auf. Ich kopiere ihn, also wenn ich, okay. Aber ich mache halt als Vokal. Also wenn ich ein Musikstück höre. Deine Bassdrum kommt nicht aus dem Computer? Nein, dann mache ich bum, 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 bum. Wie so ein, und dann pitch ich das runter. Wie in der Fußgängerzone, der Typ mit der großen Loopstation, das machst du? Das mache ich am Computer, genau. Ach geil. Mhm. Was für eine Software nimmst du dafür? Logic. Logic. Mhm. Ist das da eingebaut oder muss man sich das da selber frickeln irgendwie? Du arbeitest praktisch mit, du fängst an, was ist denn so der Grundrhythmus? 120 BPM, okay. Ja. Dann gibt's einen Klick. Ja. Dann brauchst du natürlich einen Anhaltspunkt, wenn du nur mit Stimme arbeitest, okay, was für Harmonie nehmen wir her? Und dann drückst du den Ton auf dem Klavier, hast das G und dann hast du diese Grundfrequenz und dann machst bum, 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 bum. Und dann hast du bum, 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 bum. Dann hast du schon mal der Harmonie. Du legst und das einfach die 4 Spuren übereinander. Immer auf Klick, genau. Ja. Dann kopierst du es nach hinten, dann hast du praktisch geloopt oder halt multipliziert und das kannst du pitchen. Also du kannst es ganz weit runter pitchen. Ja. Wow, dass es wirklich ein tiefer Bass ist und dann hast du mit deiner Stimme schon eine Bassline gezaubert. Und dann machst du noch deine Tz, 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 Tz. Und dann hast du schon eine Hi-Hat mit drin. Genau. Ksch, 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 ksch. Wie die Beatboxer, genau. Und dann kommen halt die Harmonien drüber, die ich singe. Was weiß ich. Mehrstimmig. Ja. Kannst auch pitchen. Und dann hast du zum Beispiel schon mal dein keine Ahnung, String Layer. Wie komponierst du, wenn du komponierst? Wo fängst du an? Textest du erst oder hast du eine Melodie im Kopf? Ich habe eine Melodie tatsächlich im Kopf. Ich habe ein Thema. Also ich schreibe meine ganzen Themen und Texte immer in meine Notizen in meinem Telefon. Ich habe da so einen Notizblock drin. Was steht dann da? Windrauschen oder steht da ganze Sätze? Ganze Sätze, ja. Zum Beispiel Thema, keine Ahnung, Liebe ist King. Das ist das Nächste. Und dann alles, was mich gerade bewegt, schreibe ich da rein. Mhm. So. Und dann habe ich schon mal so einen Text, so ein Gefühl, so eine Emotion. Was muss raus? Und dann höre ich viel. Also ich höre dann tatsächlich mit so einem dritten Ohr, sag ich jetzt mal, auf Klänge, auf irgendwas, was im Radio aufschnappt, im Supermarkt. Und irgendwas bleibt dann hängen. Keine Ahnung, irgendeine Klaviermelodie. Und wenn das dann sich festhängt, wie ein Künstler, der ein Bild malt und sieht irgendein Motiv, das ihn nicht mehr loslässt, so ist es bei mir mit Melodien, dann stelle ich mich an meinen Computer, suche am Klavier die Harmonien, die ich so im Ohr habe, und dann passiert das alles in meinem Kopf. Irgendwann ist es dann sozusagen da. Also du hast, genau, und ist so ein Klassiker bei mir ist, und das ist auch schon ein Ding, dass das oft schon verarbeitet worden ist in Musik, ist das alte Türenschließsignal von der Berliner S-Bahn.
macht das so ungefähr. Ja. Und daraus kann man halt unendlich viele Melodien und Sachen ableiten. Ja, verstehe. Also sowas nimmt man halt her, oder halt bei mir ist es so, es ist alles sehr, wie sagt man, du sensibilisierst deine Sinne und das Ganze findet statt, der Auslöser ist eine Emotion. Also es ist was, es brennt in mir, es ist eine Energie, es muss was raus, es muss was gesagt werden, es steht wieder was an, was raus muss. So, das kann ewig brach liegen. Aber wenn mir die Inspiration packt, dann muss ich es umsetzen, weil sonst veräppt's wieder. Also es ist wie so eine Welle, die kommt. Okay. Das heißt, du produzierst auch nicht so. Es gibt ja, ich kenne es von Schriftstellern, die sagen, ich stehe um 6 Uhr auf und dann schreibe ich 3 Stunden und dann mache ich einen Mittagsschlaf und dann gehe ich spazieren, um weiter Inspiration zu sammeln. Das heißt, du arbeitest nicht im Regelmaß, sondern du läufst so rum und denkst dir, es muss raus. Ja. Also ich kann im Regelmaß tatsächlich nicht arbeiten. Ich würde es gern, weil ich habe ja 2 Kinder, 2 Jobs jetzt während der Pandemie, damit ich mein Musikprojekt eben am Leben erhalte, sonst hätte ich das nie produzieren und weiterführen können. Sonst wäre es jetzt tatsächlich 2 Jahre brach gelegen. Ja. Habe jetzt praktisch durch diese Jobs das alles querfinanziert und ich kann tatsächlich erst immer ab 10, 11 Uhr arbeiten an meiner Musik, wenn ich von der Werkstatt nach Hause komme, wenn die Kinder schlafen, bis teilweise 2, 3 Uhr. Und natürlich ist das für den Körper ziemlich anstrengend. Das heißt, ich kann nicht jeden Tag das machen, sonst bin ich platt. Es ist ja Workaholic-mäßig sonst. Was ist das Anstrengende dabei? Also Moment, du arbeitest vormittags in der Werkstatt, in der Werkstatt. Genau, ich habe 2 Jobs. Ich arbeite einmal in einem Secondhand-Kleiderladen, da bin ich der Chef von der Caritas. Deswegen hier meine ganzen coolen Klamotten. Und ist das echter Pelz? Nein, das ist echter Pelz. Echter Panther, echter Plastikpanther. Genau, echter Plastikpanther. Genau, und das andere, was ich noch mache, ist eben selbstständig meinen gelernten Job. Ich bin eine Modell- und Prototypenbauerin. Und Modelleurin habe ich bei BMW gelernt und dieser Job hat mir jetzt im Endeffekt mir den Arsch gerettet über die Pandemie und baue Prototypen für eine Forschungsfirma in Unterschleißheim und ohne diese Firma hätte ich jetzt meine Musik nicht weiterführen können und überleben, weißt schon, mit Miete und allem. Das ist klar, aber ist deine Musik, also die Produktion deiner Musik klingt jetzt nicht so, als wäre die wahnsinnig teuer. Also du brauchst einen Rechner, du hast Logic, du hast ein Mikrofon. Nee, ich habe einen Produzent, mit dem ich arbeite. Ich habe einen Mischer, ich habe einen Mastermann, ich habe eine Grafikdesignerin, ich habe einen Illustrator. Du musst Online-Werbung schalten, du musst Videos dazu machen. Es kostet pro Song um die 2.000 €. Also du bist jetzt nicht so der Beatboxer, der mal eben ein TikTok-Video raushaut. Content musst du auch noch machen, das heißt, du brauchst natürlich Zeit, um deine ganzen Kanäle mit Content und Werbung zu bestücken, aber du musst, ja, sagen wir jetzt mal 5 Kanäle bespaßen. Ja. Je nachdem, YouTube muss ziemlich hochwertig sein, Instagram musst du täglich bespaßen wegen Algorithmus, dann hast du natürlich noch deine sagen wir jetzt mal Coachings oder Promotion-Agenturen, die dir halt pro Song immer wieder unterstützen. Das kostet halt alles Kohle. Und das ist eben das, was keiner sieht. Also wenn du hochqualitativ ich wollte gerade sagen, das sehen noch nicht mal ich habe lange beim Hörfunk gearbeitet. Ja. Also pro Song brutto 2.000 €. Okay. Und das musst du halt mal haben, wenn du alle 8 Wochen es veröffentlichen müsst. Und dann ist aber das Video noch nicht gemacht. Wäre es dann nicht einfacher, nicht alle 8 Wochen einen Song zu veröffentlichen, sondern alle Vierteljahr 5 Songs? Nee, weil du sonst nicht in die Algorithmen reinkommst und auch nicht deine Fans aufbauen kannst, weil du musst regelmäßig Content liefern und Musik ausspielen. Das ist ja mein Produkt, damit eben Fans dazugewonnen werden, damit ich hoffentlich gütigerweise von einem Algorithmus mal dankbarerweise mehr ausgespielt werde, das mehr Reichweite hat. Also jetzt über die Pandemie waren halt viele gezwungen, einfach viel über Social Media zu machen, weil du sonst keine Leute erreicht hast, weil du live nicht spielen konntest. Ja. Wie ist es, weil ich eben Hörfunk sagte, wie ist es mit Hörfunk? Kommst du beim Hörfunk an? Also Hörfunk, durch das, dass ich so spezifische Musik mache, es ist ja Mundart, das ist jetzt kein Hochdeutsch und auch kein Englisch, falle ich eigentlich in das Bayerngebiet, Österreich und Südtirol so. Ja. Das ist das, wo das gehört wird. Jetzt kommst halt ohne Radiopromoter, wirst du natürlich da nicht gehört. Also ein ORF in Österreich, Hitradio Ü3. Wenn das du da nicht, aber wir Bayern 2, BR Heimat. Also ja, also da wird tatsächlich mein altes Zeug, die neuen Sachen, mein Puls zum Beispiel ist mehr Hip-Hop, ne? Wird schon gespielt, aber davon wirst du nicht reich, weil es sind halt nur ein paar Sender, die jetzt natürlich nicht deutschlandweit, also gibt Radio Bu, Radio Oberland, natürlich Bayern 2,
Bayern 3 spielt's leider nicht. Die sind zu Mainstream. Bayern 2 spielt, also es gibt Puls und so weiter, Zündfunk. Es gibt tatsächlich Sender, die Studentensender, weiß nicht, ob es noch gibt. Zündfunk, klar gibt's Zündfunk, klar gibt's noch, genau. Also die jetzt meine neue Mucke natürlich schon spielen, aber ja, also es ist, du musst halt selber schauen, bitte hört da rein und wenn du nicht Kandidat A, Kandidat B, Vitamin B hast und sagst du kennst doch den und den, du musst ständig networken eigentlich, ja. Okay. Es ist, wo ich hin wollte, ist jetzt also das Problem mit Social Media oder überhaupt in diesem ganzen Internet-Ding, mit Werken, egal was es ist, Bild, Ton, irgendwas, sichtbar zu werden, ist halt unendlich schwer. Und meine Hoffnung wäre jetzt gewesen, dass so einmal Airplay bei Bayern 2 oder sowas gut ist für ein halbes Jahr Instagram irgendwie aufbohren. Nee, also man muss, wenn man sein Musikprojekt aufbaut, muss man das wie ein Startup betrachten. Also du brauchst Minimum 3 bis 5 Jahre, um dein Projekt so aufzubauen, dass du davon leben kannst. Selbst wenn man daher kommt, woher du kommst, weil du konntest ja schon mal davon leben. Ja, also vielleicht kann ich sogar mal abkürzen, dass vielleicht 3, 4, aber wie gesagt, es hat ja keiner mit der Pandemie rechnen können. Vielleicht wäre ich jetzt schon da, wo ich mir dachte, braucht man 5 Jahre, kann ich in 3 Jahren sein. Ja. Von dem her musste jetzt seit 2 Jahren mal abziehen, weil eben die Leute nicht so erreicht werden konnten durch Live-Spielen und so weiter. Dann, also ich rechne jetzt mal mit 3, bis es auch wieder Mindset-Sache, sagen wir jetzt mal 3 Jahre. Also bis es halt wieder losgeht, gehe ich davon aus, dass das 23 auch noch nicht der Fall sein wird. 24 vielleicht geht's wieder los, dass alle wieder normal irgendwie auf Konzerte gehen können. Und dann brauchst natürlich dein Plan, dein Budget. Also du musst jedes Monat Minimum 10% von deinem Gehalt, also immer ein Standbein haben. Nichts auf eine Karte setzen, weil du weißt nie, was kommt. Vor allem, wenn du Verantwortung hast, Kinder hast, eine Miete zahlen musst. Liebe Leute, liebe Künstler, macht's es nicht. Und lasst euch ruhig die Zeit, weil das organische Wachsen ist sehr sinnvoll, weil du die heute fortbilden kannst in deinem Business, ne? Du musst Buchhaltung beherrschen, du musst berechnen, du musst Verträge machen, du brauchst einen Rechtsschutz, du brauchst eine Rechtsberatung, du musst dich mit GEMA auskennen, mit GVL auskennen, mit den Verwertungsgesellschaften auskennen. Dann natürlich du musst kreativ bleiben, deine Musik, du musst dich da auch weiterbilden, Songwriting, Texten, dir die besten Leute mit an Bord holen, durch die du eben auch wieder lernst. Und vor allem das Wichtigste ist, du brauchst dein Why und dein Fokus. Und wenn du dein Warum... Das klingt nach Arbeit. Das ist ja furchtbar. Sehr viel Arbeit. Du sollst Kunst machen, nicht arbeiten. Ja, aber, ja klar, sollst du Kunst machen. Die Sache ist, durch die Pandemie haben wir jetzt eben gelernt, viele Künstler, hier Kunst, der Rest interessiert mich nicht, kommst halt nicht weiter. Du willst ja Leute erreichen, du musst ja ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Wie funktioniert Werbung, wie funktioniert Promotion, speziell jetzt, was muss ich da investieren, von wem bin ich abhängig, von was für Social-Media-Plattformen werden die dicht gemacht, habe ich nichts, sind meine Fans weg. Und du hast den Fokus eben, dass du deine Superfans aufbaust, deine Leute erreichst und was halt eine große Strahlkraft hat, also als Künstler sollte man sich sehr viel Gedanken über sich selber machen. Und der wichtigste Gedanke ist das Warum. Warum machst du das? Warum stehst du morgens auf und machst das, was du machst? Ich streich die Frage mal hier, ne? Das ist die Frage. Und mein Warum ist es, Frauen, Mütter, Mädchen, Alleinerziehende, Männer und Frauen und Minderheiten mit meinem Tun zu inspirieren und zu motivieren, ihrer Leidenschaft trotz widriger Lebensumstände, egal wie beschissen es gerade läuft, möchte ich euch inspirieren, das weiter zu verfolgen. Weil gelebte Leidenschaft ist das, was die schlussendlich wirklich glücklich macht und bereichert. Und vor allem ist das Licht, das du in dir zum Strahlen bringst, die größte Bereicherung für dein Umfeld. Positive Bereicherung. Es geht so viel Scheiße um uns rum ab. Die Menschen dürsten einfach nach Positiven, nach Liebe, nach Kraft, nach Power, nach guter Energie, nach Lebensfreude. Wir sind ja hier, um Freude zu leben. Du müsst ja nicht, dass der Sargdeckel drauf fällt und du hast gesagt, ich hab's nicht gelebt. Und da will ich euch da draußen, vor allem die Mädels, die Frauen, die so viel auf dem Kasten haben und sich immer gern unterm Scheffel begeben und sagen, ja, jetzt stehe ich erst einmal 5 Jahre hinterm Kochtopf, weil das muss halt so sein, das stimmt nicht. So. Das stimmt nicht. Also ihr habt so viel auf dem Kasten. Ich würde sagen, es ist Zeit, dass ihr mal ein bisschen vom His Story zu Her Story das Blatt wendet. Jetzt probieren wir halt einmal aus.
wie es ist, wenn wir mal ein bisschen Ansagen machen und sagen, so, jetzt mal in das Positive gehen wir mal. Aber wie machen die das? Wie sollen die das machen? Also ich als Frau stehe jetzt zu Hause am Kochtopf und koche so das Essen für wen auch immer ich gerade koche, sei es für mich oder idealerweise natürlich für den Mann, der sagt, nein, meine Frau arbeitet nicht, die ist Hausfrau. Wie komme ich da raus? Wie kommt man da raus? Also, wenn du anfängst, einfach 1 Minute am Tag dich hinzusetzen und wenn es nur 1 Minute ist, 100% in das zu investieren, was du liebst. J.K. Rowling, Harry Potter Autorin, war auch alleinerziehend, hatte einen Sohn, Fulltime-Job, hat nicht geputzt und hat sich am Abend halt immer mal so 10, 15 Minuten, 20 Minuten hingesetzt und hat einfach hier fokussiert geschrieben. Und dann hat sie festgestellt, oder ihr da draußen werdet feststellen, dass das eine Energietankstelle ist. Also ihr werdet nicht von den 20 Minuten Schreiben weggehen und sagen, oh Gott, jetzt bin ich fertig, sondern wow, ich bin so geladen. Aber wirst du darüber nicht, also es kann ja genauso gut passieren, dass du darüber dann erst recht frustriert wirst, weil du jeden Abend 20 Minuten da sitzt, irgendwas machst, was du liebst, irgendwas Kreatives machst, aber in den restlichen 23 Stunden und 40 Minuten so stark irgendwelchen Zwängen unterliegst, dass du gerade mal nur die 20 Minuten machen kannst, was du liebst. Nee, du musst den Kontext verändern. Also genauso, wenn es regnet, ist ja nicht scheiße. Doch. Der Regen ist wichtig, damit alles blühen kann und gedeihen kann. Und genauso lässt du halt in diesen 20 Minuten effektiv so viel Energie und Freude in dir erwachsen, dass du vielleicht den ganzen Tag nicht hast. Aber du freust dich während des Tages auf diese 20 Minuten kreativen Output, sei es nähen, sei es basteln, sei es lesen, angeln, schreiben, ein neues Konzept entwickeln, eine neue Idee erfinden, whatsoever, das kickt dich. Also das ist das Feuer, das immer wieder 20 Minuten am Tag entzündet. Und ja, stimmt schon. Selbst wenn die restlichen 23 Stunden und 40 Minuten scheiße sind, wenn du die 20 schönen Minuten nicht hättest, wären 24 Stunden scheiße. Scheiße, genau. Und du wirst dann bemerken, wie groß die Strahlkraft von so 20 Minuten gelebter Leidenschaft sind. Ja. Und wie viel Energie du plötzlich kriegst. Also als ob du dir da oben im Universum irgendwie die Steckdose erwischt. Und das ist das Feuer von Inspiration, von Kreativität. Es ist ja Energie, die du dort in dir selbst erzeugst. Und das ist Wahnsinn, wenn du feststellst, durch eine Leidenschaft, zum Beispiel du, Holger, du bist leidenschaftlicher Podcaster. Ja, ich sitz gern rum und rede mit Leuten und so sitze ich jetzt in der Halle. Und ich meine, nicht umsonst ziehst du Leute an, die deine Begeisterung für das spüren und sagen, geil, der macht einfach einen geilen Job. Warum? Weil es der Leidenschaft ist, weil du das liebst, was du tust und das spürt der Umfeld. Und genauso wird es auch der Hausfrau gehen, die 20 Minuten, sie wird ihre Grundstimmung verbessern, sie wird sich auf das freuen. Und plötzlich werden aus 20 Minuten 21 Minuten und dann 25 Minuten. Plötzlich hat sie ein Outcome, keine Ahnung, sie veröffentlicht ein kleines Artikel irgendwo in einer Zeitung oder was, das kommt dann eins aufs andere, weil du einfach in so einer guten, inspirierenden Energie bist und auch tollen Output hast. Und das sieht dann einer, liest dann einer, hört dann einer, sagt cool und dann multipliziert es wieder, dann hast du wieder einen Kick und denkst, wow, es ist ja doch gut, was ich mache und es muss aus dir kommen. Also du musst von dir wissen, dass das geil ist, was du machst, weil du findest es einfach geil. Wie finde ich raus, was meine Leidenschaft ist? Also ist das so was würdest du machen, wenn du 1 Million hättest oder wenn Geld keine Rolle spielen würde? Ist das eine Frage, die man sich da stellt? Ja, Hobby. Schau mal, was ist dein Hobby? Was machst du gern? Wenn du wirklich 1 Minute Zeit hast. Ja, manche sagen lesen, manche sagen Briefmarken sammeln, das inspiriert mich, da hebe ich ab in andere Sphären. Wieder andere sagen, ja, dann koche ich das, was ich Bock hab zu kochen oder ich schreibe Rezepte. Also einfach mal nach deinen Hobbys schauen, nach dem, was dir wirklich Energie gibt. Wo du sagst, also das stimmt, das, wenn ich mache, keine Ahnung, Holz hacken oder irgendwie Häuser konzipieren oder hier in meinem Garten Gemüsebeete anbauen, ja, da habe ich tatsächlich Energie. Und das ist so die Spur. Wenn man dem folgt, treibt es einen weiter. Liest du Bücher dann über Gartenarbeit, über Permakultur, was auch immer. Also das ist so der Leitfaden, so die Spur, der man folgen soll. Was machst du, wenn du 1 Stunde Zeit hast? Nicht putzen, nicht kochen, was machst du dann? Und viele, die dann überlegen, ja, stimmt, wenn ich jetzt 1 Stunde Zeit habe, was mache ich dann? Viele werden sagen, hinlegen und schlafen. Aber, ja klar, aber du wirst, glaub mir, bevor die Stunde abläuft, wirst du aufwachen und sagen, jetzt habe ich nur 15 Minuten. Cool, das habe ich mir erholt. Was mache ich jetzt?
Und dann bist du kreativer. Du hast ja noch 15 Minuten. Was willst du da machen? Und an dem stellt man dann oft fest, ich würde mich sofort ans Klavier setzen, ans Mikrofon stellen, noch schnell 15 Minuten nutzen, um irgendwas aufzuschreiben. Und wieder andere würden sagen, okay, ich baue jetzt noch meine Kartoffeln schnell ein oder meine, was weiß ich, nähe noch schnell irgendwas. Also an dem, genau, kann man es so ein bisschen erkennen, wo denn die Leidenschaft von einem ist. Und irgendwann kannst du es so gut, dass du jemanden finden wirst, der dich dafür bezahlt, dass du es tust. Das ist ja, was die Erfolgscoaches sagen. Mach das, was du am besten kannst und das, was du am liebsten machst. Versuch das deckungsgleich zu machen. Dann findest du auch jemanden, der dir dein Lebensunterhalt siehst es an, genau. Also jeden Tag immer mehr in deine Leidenschaft eintauchen. 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 1 Stunde. Und dann wirst du sehen, du wirst da live. Ja, du wirst aber dein Leben takten. Du wirst dann sagen, okay, wenn ich meine Ruhe habe, ich sage auch meinem Partner, diese 1 Stunde gehört mir und meiner Leidenschaft, meinem Projekt, was auch immer. Und natürlich fängst du dann an, okay, ich möchte jetzt lernen, wie man schreibt. Und dann fängst du an, im Internet zu suchen, okay, Coaching oder Schreibworkshop, keine Ahnung, von dem und dem Schriftsteller. Ja, dann machst du das, dann buchst du dich da ein. Und dann lernst du, wie man schreibt, wie man einen Text strukturiert, wie man Drehbücher schreibt, wie man einen Film macht. Also du fängst dann in dir selber durch das, was dich so kickt und begeistert an, dich natürlich weiterzubilden. Mhm. Du, wie bei mir. Dann, wie mache ich jetzt das? Wer kann das? Timbaland. Okay. Schaue ich bei Masterclass. Okay, an was muss ich noch arbeiten? Ja, mein Mindset, da müsste ich auch noch dran arbeiten, dass ich wirklich dran glaube, dass das erfolgreich wird. So. Das ist auch so. Ja, also es kommt dann eins aufs andere, wo du merkst, wo bleibe ich jetzt gerade stecken? Und was könnte mir helfen? Genau, und das Wichtigste ist, du musst dir selber die Fragen stellen. Also wenn du irgendwo feststeckst, Schreibblockade, finanzieller Super-GAU, was auch immer, du möchtest einen Workshop machen und hast keine Kohle dafür und so weiter. Dann hock dich hin und sagst, okay, du möchtest dieses Ziel erreichen, du möchtest schreiben können, du möchtest produzieren können, Was brauchst du, damit du da hinkommst? Und da machst du halt okay, ich brauche Geld. Erste Mal Geld. Oder Geld, du hast Geld und sagst, ich brauche Zeit. Dann steht an der Stelle, okay, ich brauche Zeit. Und dann fragst du, okay, was brauche ich, was muss ich tun, damit ich diese Zeit freischaufle und so weiter. Und dann fängst du halt durch deine Timeline, deine Etappenlinie, wo oben das Ziel steht, an, dahin zu arbeiten und sagen, was brauche ich? Was muss ich lernen, damit ich dahin komme? Welche Tipps brauche ich? Brauche ich einen Produzenten? Ja, ich brauche einen Produzenten. Brauche ich jemanden, der die Songs mischt? Ja, den brauche ich auch noch. Also du musst dich wirklich mit dir dann hinsetzen und einen Plan für dein Ziel machen. Und das ist Arbeit, aber es ist Arbeit, die sehr viel Spaß macht. Jetzt machst du Rap. Rap ist klassischerweise die Musik der Unterprivilegierten. Du richtest gerade eine Botschaft an die Unterprivilegierten. Natürlich ist eine Frau in Westeuropa per se schon mal privilegiert, aber in der westeuropäischen patriarchalen Gesellschaft ist sie das nicht mehr. Ist das, was du mit deiner Musik machst, auch gleichzeitig die Botschaft, die du senden willst? Also sendet deine Musik diese Botschaft? Also Rapmusik Rappen kommt ja von Sprechen. Das wurde in der Bronx erfunden und die Leute damals haben auf dem Beat, den sie abgespielt haben, vom Plattenspieler, weil sie hatten ja keine Instrumente. Erzählt, was alles scheiße ist. Genau, erzählt, was alles scheiße ist, haben auf Missstände aufmerksam gemacht. Conscious natürlich, eben, was berührt mich, Emo-Rap, Emotionen angesprochen und so weiter. Und das, was ich rappe, ist im Prinzip auch nichts anderes, halt jetzt auf sehr humorvolle Art und Weise. Also ich möchte keinen verurteilen, ich möchte keinen hier unterbuttern. Also wir sind so Gangster-Rap. Genau, wir sind Gangster-Rap. Also jeder hat da seine eigene Nische, was er absolut legitim ist und künstlerischer Ausdruck ist. Hier diesen Gangster-Rap, der also du über andere nicht schimpft. So Haftbefehl machst du nicht so. Nee, mache ich nicht. Obwohl es bestimmt lustig klingen würde auf Bayerisch. Ich höre es gern als Inspiration, aber nee, genau. Also ich habe mich jetzt sehr inspirieren lassen von natürlich vielen Rapperinnen, von denen es ja bis dato ziemlich wenig gab, die aber jetzt peu à peu ein bisschen mehr werden. Ich möchte mich ja von Frauen und Frauenthemen inspirieren lassen und nicht immer von Männern und Schwingel-Dingel-Ding, ne? Dicke Autos Rap, dicke Autos, dicke Eier und so weiter.
Ich wollte mal schauen, wo sind denn die dicken Eierstöcke? Und dann waren halt von Boss Bitch bis Lady Krasavic, das sind halt die krasseren Frauen im Rapmarkt, bis die Fiverr hatten wir dann eben jetzt die neuen, Shirin David, Yu 44 und hab alle mal so querbeet, bin auch bei 365 XL, glaube ich, heißt es Damenlabel, Frauenlabel, die auch eine Spotify-Liste haben, Playlist, wo ich halt immer wieder höre, was gibt's Neues, was für neue Ladies haben die gesigned und so weiter. Und da lasse ich mich inspirieren von den Themen. Das geht über Dancehall, Frauen im Dancehall, Frauen im Reggae-Ragga-Bereich und halt eben im Rap-Bereich. Und bayerische Rapperin gibt's ja noch nicht. Eine bayerische Mundart-Rapperin, von dem her habe ich mich halt von den hochdeutsch rappenden Kolleginnen inspirieren lassen, was Themen betrifft und so weiter. Und ich konnte aber jetzt durch das, dass das so ein USP-Alleinstellungsmerkmal hat, mich komplett neu erfinden in diese Richtung. Also es gab keine Richtlinie, wie schaut die aus, die bayerische Rapperin, wie hört sie die an, wie ist denn der Rap-Style, wie haben die Beats zu klingen. Also ich habe jetzt was völlig Neues kreiert. Aber was hast du von denen mitgenommen? Die Themen? Die Themen habe ich von denen mitgenommen. Aber mitgenommen. funktioniert eine bayerische Mundart-Rapperin aus der Hollertau mit Themen, die irgendwie eine Rapperin aus Frankfurt-Rödelheim Ja, das Lustige ist, also die rappen dann halt über ihre Typen, die, keine Ahnung, fremdgehen, im Hotel irgendwie noch die anderen Frauen beglücken und sie warten zu Hause oder sind beschissen worden oder keine Ahnung, der Loser-Typ und was weiß ich halt so. Und ich lasse mich halt eigentlich dann von den ländlichen Themen inspirieren. Ne? Wir haben zum Beispiel der Hurstengurtelbur. Das ist der was? Jetzt der was? Der Hurstengurtelbur, also der Hustenbonbon-Junge. Das ist eine Wortneuschöpfung. Okay. Das ist zum Beispiel so ein Mit-40er Typ, der nicht unbedingt der Schönste im Dorf ist und immer noch bei seiner Mama wohnt und bis heute noch nicht gelernt hat, sich alleine die Schuhbändchen zuzubinden, also Schuhbandel. Und darüber habe ich ein Lied gemacht, weil ich tatsächlich so einen Verehrer hatte. Sing mal an. Bur, 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 geh zu deiner Mama, die bindet Schuhbandel zu. Der Zeit vergeht im Nu, Bur, schau mal auf Tour. Mhm. Also, bup, bup, bup. Geh zu deiner Mama, die bindet dir die Schuhbändel zu, bur. Deine Zeit vergeht im Nu, bur, also Junge, schau mal auf die Uhr. Genau. Und in dem Song geht's halt drum, dass einfach, also ich als gestandene Frau, ne, mit 2 Kindern, die kein drittes Kind mehr braucht. Für mich war das Thema halt wichtig zu sagen, also Männer da draußen, ihr seid unglücklich, wohnt daheim, hättet gern auch Frauen, Kinder, aber so wird's halt nix. Dann bringt's halt einen Arsch hoch, fangt euer eigenes Leben an, zieht's aus, sucht euch einen gescheiten Job, du musst dann nicht immer nur bei der Mama wohnen, so gut sie es auch meint und so nett das er ist, dass sie immer nur deine Unterhosen wascht, aber so wirst du halt nicht glücklich da. Und ich habe etliche Mama-Burschen kennengelernt. Ich frage mich, die herzensgut waren, aber wo ich mir denke, hey, Alter, also, wenn ich mir noch nicht einmal selber irgendwie bei der die Kleider muss man vorher die Plastikfolie abmachen und irgendwie mal vielleicht einmal, keine Ahnung, die GQ lesen oder wie auch immer, was man denn aktuell so trägt. Also nicht die Korthosen vom Opa irgendwie noch aus dem Mittelalterschrank ziehen. Also, was mir da so begegnet ist im Real Life, das verpacke ich da. Genau, auch was ich stehe, was mich nervt, dass ich auch zum Beispiel bei einem Song halt sage, hey, ihr habt das Recht, Nein zu sagen. Und wenn einer ein zweites Mal Nein nicht versteht, dann schießt den in den Wind. Weil ein Nein ist ein Nein. Es gibt nichts anderes als ein Nein. Wie hört sich das an, wenn du das rappst? Bum, 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 jetzt fällt der Vergleich bum, 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 der Watschenbaum fällt Mhm. Also, sitz in der Front Row, First Class an der Bar. Kimmt zu einem Macker, gibt's ein Drink in mein Bra. Aha, ja, wunderbar, war ja klar. Mein Outfit ist im Arsch und dann das bla, bla, bla. Hey, Oidi, jetzt fühl dich nicht so auf, weil du den Fetzen später nimmer brauchst. Dringen aus, den billigen Tequila, dann zeig ich dir mein Haus, weil ich bin der Lady Killer. Lass die Flinten drin, das kleine Ding, tanz lieber moi am Bavarian Swing. An dem Finger Sigi, außerdem ein Ring, das Bling, Bling, mach dich da herinne grad zum King. Wär mir ohne Respekt so ein Text presst, hopp bei mir nur schnell aus Kartel, dass mir beim Black schlägt. Zeig die, Alter, sonst kriegst der Fett weg. Bringt mir bitte jemand mal den Depp ins Bett, jetzt.
bum, 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 bum. Ich frage mich gerade, oder stellst du nur dumm? Ich frage mich gerade, warum zieht das nicht größere Kreise? Also Mundart funktioniert doch auch für andere. Labras Banda, Riesenkonzerte in Berlin. Ja. Was ist dein Problem? Oder was ist das Problem der Leute mit dir? Also, oder bist du einfach nur noch nicht... Ich baue es ja gerade auf. Also ich glaube, wenn jetzt nicht 2 Jahre Pandemie dahergekommen wären, ich hatte ja schon Anfragen in 2020, wo ich mit dem Projekt begonnen habe für, keine Ahnung, große Festivals, Infineon, Firmen feiern 8000 Leute und zeig. Also das wäre schon, hätte sich schon extrem verbreitet, aber jetzt muss man halt mit 2 Jahre Verzögerung, was ja nicht schlecht war, weil ich halt jetzt wirklich Repertoire schreiben konnte. Ich habe jetzt ein ganzes Album geschrieben, mehr sogar, um 1,5 Stunden Programm zu füllen. Ich wollte gerade sagen, kannst du aus dem Stand jetzt Konzert geben? Ich kann aus dem Stand Konzert geben, habe sogar 3 Formationen. Die große Band ist mit 2 Tänzer, DJ und 3 Bläsersängerinnen. Die Mittelformation ist mit 2 Tänzern und DJ und die kleine Formation bin ich mit DJ. Also ich habe jetzt tatsächlich 3 Formationen für fette Festivals, Mittelfestivals und geringeres Budget. Jetzt müsste es nur wieder Festivals geben. Genau. Also ich hoffe, ich bete, dass da das wieder bergauf geht, weil sonst brauche ich für die nächsten 3 Jahre Sponsoring. Keine Ahnung, mal mit Paulana reden, ob die nicht mal Produktion zahlen. Ich trinke dafür auch jeden Abend ein Späti. Ich wünsche viel Erfolg dabei und eventuell komme ich dann nochmal wieder irgendwann. Ja, unbedingt. Ria Reiser, vielen Dank. Vielen Dank, lieber Holger.